Marius Ola, ik vrees dat waar ik ook gelegenheid heb, Gott zijn woord met te doen. We hebben al zoveel gehoord. Zo'n grote zegen. Hier komen zinnigste Marius, Taub, Gott zijn woord studeren, Taub horchen, wat Gott te zeggen heeft, Taub ons een ander abbuien, waar we bidden. Voor den Himmel, dankzij Gott voor die woord, dankzij voor die geest, dankzij voor de gemeenschap wat we hier hebben. Ik bid dat u ons wat zegenen met die woord en ons wat zegenen met die geest in Jezus' naam. Amen. Nou ja, vandaag eigenlijk aanvang, waar ik eerst bekend dat ik veel nog wat had Adach gezegd. Ik doe immer, wenn ik studeer, ik heb op mijn computer, ik heb e-sword en ik heb alle verschillende, meerdere verschillende Bibelen. Voor mij, ik heb 3 Judische en 3 Spanische en Engelse en de Plottische, wat we dat beste kennen, de Plottische Bibel, dan nog de Keizeringsbibel, Nieuwe Testament. Nou ja, ik zei laatst dat de Plottische Bibel weer de einzige Bibel, wo die niet hadden een onderscheid gemerkt, wanneer God zijn noem weer. Dat op de Juditsch, de gaan al die grote letteren die gebruikt, een grote H, een grote I, een grote R, 2 grote R'en. Op Engels gaan die ook zo, wanneer dat Jehovah weer of Yahweh, hadden die alles grote letteren gebruikt. Op Spanisch gebruiken die Jehovah. En ik zei, de Plottische Bibel weer de einzige Bibel, wo die geen onderscheid merken tussen, wenn het werkelijk de Haar weer of bloß een Haar. En dat is niet zo. Nu, deze week is ik rijden met een duiden en dat ik hier in dat physische boek lezen, dan zeg ik, hier weet het alweer zo. En dan denk ik, wat in mijn computer nu zeggen, en in mijn computer op e-soort is dat niet. Du hast de niet grote letteren gebruikt, aber hier ben ja. So ik wil het eerst toestaan dat wat ik zie van dat de Plottische Bibel, de einzige weer wat niet had onderscheid gemerkt, wanneer het werkelijk Jehovah weer, dat is niet zo. Hier zo in dat werkelijke, in dat boek, hier gaan die alle weer aan de haar met grote letteren. So ik wil het eerst toestaan dat ik, wat had ik gezegd, nächste Mal waar ik dat eerst hier ben nu zeggen, ik wat zei over wat het even gezegd is. Nou ja, waar we gaan in ons tekst nemen, ik had laatst ook een beetje verteld van wo veel beelden er zijn in het Oude Testament en wo wenn we door het Oude Testament gaan, I mean, wenn je nach so zijn wat zum eerste Mal durch die Bibel gaan, bloß scheinbar, bloß die Geschichte nehmen, so erst, dort hat so viel bloß weiten, was alles anging. Und die Geschichte weiten von Noah, die Geschichte weiten von Abraham, die Geschichte weiten von Moses und was alles passiert. Brücken du nicht zu sein Nennung, aber ich würde auch tun, wenn ich al mehrere Mal in der Bibel durchgegangen, immer wahre Proben, Dinge zu sagen, wo Gott uns Bilder wiesen hat von sich selbst, von Jesus Christus. Und du sind so viel beim. Ich habe hier so eine Tafel irgendwas abgeschrieben. So, Adam in Jesus, weil ich ein bisschen von dort reden. Adam in Jesus, Adam wie der erste Mann. Und in Korinther lesen wir, dass Jesus wie der zweite Adam. Und das steht geschrieben, wie in Gott will haben, dass wir das kann sein, dass Adam wie der erste König, wat de Welt versperren wir, wat soll herrschen über die Welt, aber er verliert de Reich der Welt zu herrschen und Jesus ist der Zweite. Alle wen, wo Adam kort kam, alle wen, wo Adam nicht, oder wo soll ich das sagen, wo Adam in Sinn Fall, man kriegt den Sinn, war Jesus geprüft in der Wildnis. Jesus war mit den Jesus in der Wildnis neergelegt und kriegt die Dinge, wo Adam sich versündigt hat, probiert zu tun, Jesus auch zu verleiden. Aber Jesus wird unsehen. Und so, durch das Alte Testament besonders, habe ich Bilder von dieser Bett. Und ich keinen Abel, kein wie der erste Geborene, aber er hat versündigt und Abel wie ein Bild von der Lohn, was geopfert wird. So, immer war sei wie, du sind Bilder von Adam und von Jesus. Ishmael, wir Abraham sein erster Geborener sehen, aber haben nicht der Reich gegeben, tam das Stamm wieder, oder den Namen wieder drehen, dort wie Isaac, der Zweite. Und so immer war sei wie, du sind, Gott hat Bilder gemerkt von Adam und Jesus. Wir würden können
Deuten angehen, ich will von der und du nicht zu sein angehen. Ich habe einen Punkt, wo ich will rüberbringen von dem. Aber dann der nächste ist Jesaja, Isaac und Jakob. Und das ist probably das ganz klarste zu sagen, das ist Adam und Jesus. Adam, wir verleiht, wen wird eten. Isaac, wir verleiht, wen wird eten. Und so der Gebetreich, der ging von Adam zu Jesus, wen Adam gesündigt hat und Jesus nicht. Und kriegst du hier mit Isaac und Jakob. Dann Jakob seine frühest, die Lea und Rachel. Lea wird die erste Geborene, Rachel wird die zweite. Und so weiter, das kam auf die zweite Geborene. Das wird die, was Jakob bleibt. Das ist ein Bild auch von Israel und von der Kirche. Aber doch, immer weiter sei wir dort, wo das nicht auf die erste fällt, aber auf die zweite. Und dann hast du eine interessante Geschichte im Alten Testament, die Geschichte von Tamar. Tamar in Juda hatten Taub nach was Kindern, die hatten Päckchen. Und Sarah kam erstens zurück und wenigstens Ängste, so viel, dass die können Bond anbringen und das Kind, dass die wissen, wann wir erst geboren. Und dann trug die 3 Namen und dann kam Perez. Und so Perez, wir wirklich, der wird erst geboren, wirklich, der wird zurückkommen, aber der wird zu Sultan, ist die erste geborene wie Sarah. Und die Ursache, warum ich das alle rüberbringe, nicht besonders, wenn ich die Bibel ganz stark lesen, ich soll kicken, nicht die Bilder. Und so, besonders ein Titel im Alten Testament, wenn du ein besonderes Schrift hast, da dreht du einfach besonders von dieser Person. Dann du mit allen angerufen, warum hast du das? Und so, ich würde tun, die Nukunft von diesen 2 Jungs mal durchgerufen, sagen, wo ging der Nukunft hin? Und da wo ich krieg sagen, das war ein Bild von Adam und Jesus. Josef, die Geschichte von Josef kennen wir gut. Die kamen in Gefängnis und in dem Gefängnis waren 2 Gefangene. Die 2 Gefangene sind ein Bild von Adam und Jesus. Und dort wirklich nur gerufen und studieren und gucken, was ist der Unterschied zwischen diesen beiden und wo passen die nach Adam und Jesus und wo stammt das alle und was passiert mit denen. Und dann, Josef seine 2 Jungs, Manasse und Ephraim. Manasse wird der erste geboren, Ephraim wird der zweite. Und als Josef die Jungs, der Großvater, sein Vater Jakob bringt, haben die sehen, dass wo einmal die rechte Hand ab den Kind abfallen, oder der Kind, wo der Vater die rechte Hand abteilt, dort wir die sehen von der ersten Geborenen. Josef bringt die Jungs zur rechten Hand, er hat Manasse an der linken Hand und Ephraim an der rechten Hand, so dort für Jakob, die sagen, krieg so nachkommen, dass Jakob bloß das kann. Und dann als der erste Geborene, die kriegt die sehen von der ersten Geborenen und der zweite Geborene nicht. Jakob, das seine Arme, so steht übereinander. Bloß Tom, das Bild nach einmal weiter wiederbringen, dass Jesus als der zweite Adam, aber er als der erste. Der zweite Geborene soll die Recht kriegen von der ersten. Und dann sagen wir mal in dem Neuen Testament, ich dachte an Johannes, als Jesus sein Vater, der wir 6 Monate geboren, Jesus. Gott hat es gut gekannt, hat Gott alle mit flieht. Er hat es gut gekannt, dass Jesus wirklich alle wir ist, Johannes, aber das muss, dass das Bild war immer wieder soll wiedergehen, dass Johannes wirklich ab der Erde wir euer Jesus. Er wir geboren, euer Jesus, aber doch Jesus wir für Johannes. Und Johannes bringt das durch ganz klar aus. Wo ich nu aber will von reden, als ein heimlich Bild von das, habe ich mit Saul und David. So war das den Titel, wo ich die Bibel lesen, dann denke ich an die Bilder, was die sind. So wenn ich lesen von was mit Saul passiert, dann denke ich an das Adam. Das ist das Bild von Adam. So das Haupt uns sehr viel Dinge sagen, Dinge von der Schrift, wir können eine große sehen, wenn wir können sagen, wo Krieg
Gott hat alle half uitgeplant. Waar we onze Bibel drehen, 1. Chroniker, Kapitel 10, 1. Chroniker, Kapitel 10, Vers 13. Eerste Chroniker, Kapitel 10, Vers 13. So starf Saul, wird seit den Herrn antreu geworden wir, und sich nicht an den Herrn sein Wort hielt, und sogar eine Vorseher früh befreien ging. So, wie kann die Geschichte? Und die wirklich Saul wir nicht bloß antreu geworden, er hat gesündigt für Gott, er hat eine Übertretung getan. Die spanische Bibel braucht das Wort, er starb wegen seiner Rebellion. Die jüdische sagt, er starb wegen seiner Missetat. Und ich würde auch sagen, er starb wegen seiner Übertretung. Der hat in Gott sein Wort übertreten. Und dann sagt er, und sich nicht an den Herrn sein Wort hält. Wörtlich, dort sollte sein, wir Gott sein Wort ganz eingehorsam. Gott sagt klar, was er soll tun, und er deutet nicht, und wir Gott sein Wort eingehorsam. Vers 14. Aber nicht den Herrn Frauen deit, so die Frucht, die war sehr früh, die ging die war sehr früh Frauen, aber nicht den Herrn Frauen deit, du wen leidt der Herr am Storben, und mögt David, Isai, sein Sehen, in seiner Stadt zum König. So, das ist die Geschichte von warum David König war in Stadt Saul. Weil wir unsere Bibel nicht drehen, in 1. Samuel, Kapitel 13. Hier erste Geschichte, hier kann ich gleich lesen, was da passiert, warum das muss werden, warum Gott das Königreich, nicht bloß das Königreich übergeben nach David, aber warum Gott Saul dood maakt. De andere Bibelen die zijn alle dat Gott maakt Saul dood. Ik weet de Geschichte door, die valt op zijn in het schwert, aber Gott hat die Geschichte ganz in zijn in hängen. 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 13. Aber Samuel sagt, dort hast du nicht tun sollt. Du hast nicht den Herrn sein Wort geholen. Dort hast du nicht tun sollt. Du hast nicht den Herrn sein Wort geholen. Wat deed Saul in dieser Geschichte? Hier so, Gott hat gerührt Samuel gesagt, es soll Saul sein, dort diese Amalekiten so ganz anbringen, wen, was sein Volk hat getan und was von Ägypten rührt. Und so, die sollen ganz anbringen, die Männer, die früheste Kinder, die Babys, das Fei, die Sachen, alles soll angebracht und verbrannt und du soll nichts von dort geholt. Und so, Saul das nicht, und dann wollen wir hier noch weiter wieder lesen. Samuel sagt, dort hast du nicht tun sollt, du hast nicht den Herrn sein Wort geholen, was er dir gegeben hat, wenn du gehorsam gewesen wirst, dann hat der Herr die in deinen Nachkommen das Königreich auf einmal gegeben. Nu aber wird dort Königreich nicht mit dir bleiben. Der Herr hat sich einen Mann gewählt, der ihm von Horten gefällt, und er hat dem eingestellt als Lehrer über sein Volk, dort als willst du nicht getan hast, was der Herr dir gesagt hat. So der Herr Gott hat klar gesagt, was soll tun, und er wird eingehorsam und das nicht. War in unserer Kinder oder nicht in unserer Sonntagsschule, dann lernen wir von den Geboten, und wo der erste Gebot wird, du soll ein Herr sein, was der Gehorsam soll sein, und die sollen die Geboten holen. Und der Isaac, warum Saul starb, war er hält nicht Gott sein Wort, er wird nicht gehorsam. Dann ging er noch eine Wahrsager früh von der Gäste, von der beiden Gäste der Rutfrau. Wir haben ein paar Kapitel wieder drehen, Kapitel Samuel, 1. Samuel, Kapitel 15, Vers 17. Und Samuel sagt, ich weiß mal da, die Bibel, ja. Und Samuel sagt, du rechnest die Salz vielleicht nicht viel. Okay, hier so haben die, und ich habe das in anderen Bibeln alle nur gesagt, wenn ich studieren darf für mich selbst, wenn ich lesen darf für mich selbst, das ist immer auf Englisch.
En so schwinne ik plot iets door, dan hier ik dat voort, hier is een wat anders. En dit is hier met zeer anders. De Judische, de Spanische, de Engelse, die zijn alle zeer overeen. En dat zeg je in Samuel zegt, du rekenst die zelfs vielleicht nicht veel. Dat is niet wat er passiert. De Engelse zegt, when thou was small in thine own eyes. De Spanische zegt, cuando eres pequeño en tus propias ojos. De Judische zegt, als die nog, dat zeg ik zo, ik kan niet zeggen van Hochdeutsch, aber nog klein wirst in die ene ogen, in wat er staat. So dat Reich, wie gesagt, wird sein, als die noch klein wirst in die ene ogen. So hier zou de Herr dit als krak anders, groß anders gesagt, und Samuel sagt, du rekenst die selbst vielleicht nicht viel. Das ist nicht, was Samuel sagt. Samuel, der am Denken haben, ist du noch klein wirst in die Jahren, warst du der König über, der Lehrer über den Stamm Israel. Und das wird du würdest sein, wieder sagt dort, aber bist du nicht der Lehrer von der Israeliten-Stamm? War dort würde sein, ist du noch klein wirst in die Jahren, warst du nicht der König über Israel, oder der Lehrer über Israel. Der Herr hat die als König angesehen über Israel. Und so, was Samuel wohl am Denken haben, ist, Gott braucht die ab. Gott mögt die groß. Gott mögt die mächtig und reich und Lehrer, ist du noch klein wirst in die Jahren. Nu aber, glaubst du, die Beste entweder. Nu aber glaubst du hast mehr Weisheit als Gott. Nu aber glaubst du brauchst Gott sein Wort nicht horchen. So, warte, ist du noch, in Samuel sagt, ist du noch klein wirst in den Jahren, mögt Gott die nicht, der Lehrer von der Stamm Israel. Und der Herr hat die König angesehen über Israel. Der Herr sagt, doch, als er die schickt, der Herr sagt doch, als er die schickt, dort du sollst die sämtliche Amalekiten ganz vernichten. Er sagt, du sollst mit den Kriegen, was sei ganz weich wird. Warum hast du den Herrn sein Wort nicht geholt? Warum hast du den Herrn sein Wort nicht geholt? So, das ist die Frau, was Gott zu Samuel braucht, was Samuel soll fragen. Warum hast du den Herrn sein Wort nicht geholt? Warum nimmst du doch dort frei in die Sachen von an, so wird dem Herrn Schlag gefällt? Und Saul sagt zu Samuel, ich gehorch dem Herrn, ich ging so, als er mich sieht, ich habe den König Agag gebracht und ich habe alle Amalekiter aufgeschafft. Und so war da ein bisschen denken, dass in Aram und Saul und wo die sich legen. Aram hat auch eine sehr klare Gebot am Wort gesagt, was er nicht soll tun, und er deutet aber, und kurz als die Schuld ab Eifer. Er sagt, kurz die Früh, was die mir hilft, soll es gekriegt so. Soll wir der König, soll wir der, wo du der Reich hat, die Macht hat, die Fähigkeit hat, um sein, was Gott hat gesagt, was wir sollen tun, und die Menschen unser Saal hatten keine Macht, zum sagen, no, wir wollen nicht so, wir wollen anders. Aber doch soll der König, der braucht den Menschen die Menschen das Schuld, diese Menschen, die haben, wo wir noch wieder lesen. Er sagt, ich habe alles getan, was Gott sagt, Vers 21. Aber der Basse Schub und der Basse Feu haben meine Männer nicht aufgeschafft. So war er, die Schuld nimmt sich nicht auf sich selbst. Er wird der König, er wird der, was der Reich hat, zum sein Ja oder Nein. Er wird der, was der Reich hat, zum Krieg sein, was er sollen tun, und die Wurden haben gehorcht, zu was er sagt. Aber ich sagte, hey, diese Männer, meine Männer, die haben das Feu nicht aufgeschafft. Sie haben da hier eine Gilgal gebracht und ein Opfer, um ein Opfer zu merken, für den Herrn dienen Gott. Ich rechne nicht viel, was wir auch so einmal haben in Sinnerschuld gehört, wo Jakob redet von mein Vater sein Gott, und immer war er, wenn er sagen, dien Gott oder whatever, die nehmen das nicht an, das ist mein Gott, soll das hier gleich so. Er sagt, Sie haben da hier nach Gilgal gebracht, um ein Opfer zu merken für den Herrn
dienen Gott. So, du kommt ganz klar raus, dass Gott wir noch nicht soll sein Gott. Gott hat ihn König gemerkt. Gott ist er noch clean wie in den seinen Jahren, dann merkt Gott am König. Aber nu hier sagt er, hey, meine Männer haben die Wort von der Feier, der beste Feier geholt, haben ein Opfer merken für den Herrn, den Gott. Und Samuel sagt, je vollen den Herrn der Opfer, so soll er aus Gehorsam sein. Je vollen den Herrn der Opfer, so soll er aus Gehorsam sein. Das ist von der ersten Tag, was sei gefährlich. Vielleicht nicht bloß von der ersten Tag, aber ich weiß, dort in den letzten Zeiten, solange nur zum Ende kommt, der Euer wird es werden. Wo die Menschen nicht mehr holen, an was Gott sieht, aber selbst in ihrer eigenen Weisheit, probieren zu denken, das würde je doch mehr Frucht bringen. Das würde je doch besser sein für Gott. Das sind je doch feine Schuben, feine Fei, die sind nicht luhm, die sind nicht krank, die sind nicht blind. Das habt ihr feine Opfer. Weil wir die bloß nehmen und weil wir Gott entopfern. Aber eine sehr gute Ding, was Samuel gefragt hat, gefallen dem Herrn der Opfer, so soll er uns gehorsam sein. Und wenn wir selbst an uns selbst denken, an unsere Kinder, wenn wir unsere Kinder klar haben gesagt, was die sollen tun, wir waren wach vorne, wir haben gerechnet, wo immer wir gerechnet haben, aber wir haben befohlen, etwas zu tun. Das soll ihr tun. Wir fahren wach, wir kommen rein, das nicht zu tun. Und dann sagen die, aber wir deuten einfach nach Schwander, wir deuten das und dort. Dann geben wir den Ursache, was die deuten, wir wirklich besser, ist, was wie eine Frau deuten. Wenn es würde sagen, ich fürchte nicht das. Das ist, was ich will haben. Und so hier so Samuel, der bringt das ganz klar raus und fragt ihm, als Gehorsam sein, gefallen der Herr Opfer, so sei es Gehorsam sein. Kijk, Gehorsam ist besser als Opfer. Nur am Horchen ist besser als Bockfahrt auf den Altar. So, maar all die Opfer, all die Bockfahrt, all die Opfern, was die sollen geben. Gott wird zufrieden mit dir, wenn wir nur sein Wort nur. Hij sieht gleich, was die sollen opfern, hij sieht gleich, was die sollen tun. Und wenn die das deuten, am gefordert Opfer, aber nicht wegen das Opfer. Hij gefordert Opfer wegen die Menschen, die wir in Gehorsam nur sein Wort nur. Und dass wir nicht gut sein gewesen, wenn Menschen Gott sehen, die sollen, weil wir sagen, Gott hat in der Geschichte, wo Gott hat gesagt, die sollen einen Lohn geben, das erste Jahr. Und dann sagen entweder, oh, das große Ball, der ist viel mehr wird, ist das Lohn, das ist viel mehr Fleisch und den hat so Geschmack, weil wir den Opfern entsteht. No, Gott, wenn er sagt, was er will, er ist zufrieden, wenn wir gehorsam sind. Vers 23, jen Unsinn ist so schlimm als Hexerie. Auf Englisch sagt er, Rebellion is as the sin of witchcraft. Jen Unsinn ist so schlimm als Hexerie. Gott wollte das Klagsel sagen, dass er nu eingehorsam wie in das Stück ist, wenn er hat Hexerie getrieben. Und Stück habe ich sagen, so schlimm, es wird beide tun und es wird nicht die Jette opfern. Du weißt, dass du dem Herrn sein Wort veracht hast, haft die auch veracht als König. So war da das Bild von Adam und Jesus, soll hier, dass du siehst in Chroniker, dass er starb durch, wen den sind Übertretung, wen den sind, wen den nicht hat Gott sein Wort gehalten, da wen mit Gott am Tod. Und gleich so fällt ab Adam, der Tod, der kam, wenn er nicht Gott gehorsam war. Und so fern, weil denken Menschen unterwegs zum Gott dienen, oder die glauben, das wird da fruchtbar sein. Und ich denke kurz an Aaron seine zwei Sehens, die hatten 4 Jahre geopfert, was Gott nicht hat verlangt, was Gott, anders ist Gott dort verlangt, und die waren von Gott dort gemerkt. Und so Gott ist sehr
wo soll ich das sein, streng mit seinem Wort. Die will haben, dass wir sollen sein Wort achten, das soll Wert sein, das soll, wir sollen dort recht sein, gehorsam sein, kriegen dann, wo anmerkhaft dort sperrt, und kriegen dann, wo weiß, wie glauben wir in unsere Innenüben sind, und glauben, oh, dass die Menschen reden, so ist das hier in der Bibel sagt, dort wird nicht schaffen, weil wir die Leute das anreden, wo wir die Kirche wird voller worden oder whatever. Insofern Menschen vertuschen die Weisheit von Gott für die eine Weisheit. Und die glauben, die dann durch Gott mit. Ich sehe zu Lisa von der, ich fühle mich so wie wir in einer Erweckung, dort du so viele Brüder und Schwestern sind, wo du Gott sein Wort achten, wo Gott sein Wort lesen, wo kommen, wenn du Bibelstunde, danach Bibelstunde hier ist, soll so fallen, mir freut so sehr, dort in dieser Gegend so viel sein, wo du einen Hunger hast für Gott sein Wort. Und ich weiß nicht, wie lange wir vielleicht ein Jahr treten, wir da zu sein, in großer Erweckung in der Stadt, wo wir eine Schule einmal mehr Menschen kommen, die nur singen, und die nur über die Welt, die fangen an zu vertalen von dieser Erweckung, die wir. Dann werden wir Brüder, was Prediger herfahren, während die Frieden sagt, dass du so eine Erweckung wie in den Dachen so, hey, die fehlt Bibelunterricht, die fehlt Bibelstunde, die fehlt, dass wenn du eine Erweckung hast, Menschen zum Glauben kommen, das erste Ding, was die fehlt, ist mehr zu weiten von Gottes Wort. Und die werden durch Bild durchgestartet, wenn die Menschen, die du alle kontrollen dein oder du hingehen, die sehen, die den Yes durch, auf Englisch, quenching the spirit, den Yes durchdrücken. Und mir freut, was das Prediger sagt, der sagt, der Weg, wo wir weiten, dass das wirklich eine Erweckung ist von Gott, ist erst Gott sein Wort, was wird. Wenn Gott sein Wort nicht was wird ist, aber wir hier können viele Lieder singen, hüpfen oder was immer wir können tun, ist alle anderen Kirchen, das ist dann nicht Erweckung. Das ist dann im Fleisch nur haben wir eine Party oder was immer, die Welt versteht und auch. Das braucht nicht der Geist Gottes, dass wir uns alle abreden und ja, ich glaube, ich weiß meinen Point. Gott sein Wort, wenn dort ist, wichtig ist, wenn dort ist, was wird, dann ist dort wirklich Erweckung. Ein paar Verse mal hier lesen. 1. Timotheus Kapitel 4. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt deutlich, dass in den letzten Zeiten wollen einige von dem Glauben auftreten. In dem sei die verführerische Geister und Lehrer von den Teufels anhängen. So, ich dachte kurz an, beste trainen das, Adam und Jesus. Adam, wir nicht Gott gehorsam, aber wir so tun gehorsam. Saul, wir nicht Gott gehorsam, aber jenkt die Wahrsager früh Frauen, eine Ruhfrauen, war bei der Geister. Das ist immer so schön ist, wie Gott sein Wort nicht achten, nicht werthalten, nicht weiten, wofür wird das ist. Der nächste wird ans Wortwahlen verleiten, als so tun, und bei sich erst Salz. Der Wort Gottes sagt dort, Adam, wie wir in Adam wir verletzt, durch was so tun zu sehen in Garten Eden. Wir weiten, dass Saul wir verletzt durch die Wahrsager früh, und wir weiten auch in dem Neuen Testament sagt, der letzte Zeit waren die, wo seht ihr da? Die waren verführerische Geister und Lehren von den Teufels anhängen. Durch die in Heuchlerie Lees reden und ein Brandtigen in ihr Gewassen haben. So, diese Männer, die die beiden Geister haben gelernt, die waren in ihrer Heuchlerie Lees reden und die haben ein Brandtigen in ihr Gewassen. Was meint das? Weil wenn du mal denken wirst an den Gewassen, einer kann sich so sehr brennen und der Fingerschau, wo immer, dort eine keine Feilung mehr hat. Wenn er sich sehr hat von der Fingerschau brennt, dann dort geht lang, bei der Fingerschau kann feilen. So die Feilung ist der Wach gebrannt.
Und sonst diese Menschen, wo du nicht sich an Gott sein Wort hauen, wo du so leicht sein, horchen eine andere Gäste, wo du alles unjet in der Welt, und die ran jeder nie denkt heran, und Gott sein Wort erst einmal, was wird. Das geht nicht lang, wen die lest, was die hören, der gewassen, als gebrannt, so es mit einem Brandtigen. Dort schafft nicht mehr mit dir zu reden, der horcht nicht mehr, die kostet, keine Ahnung, wie viele Bibelversen du hast, das ist bloß alle Jahr, das sagt mir bloß die Bibel. Aber wir sind all Weser, wir sind all Jästlicher, wir sind all mit Gott sein Geist und Gott sein Wort als nicht, was uns regieren wird. Das Wort, das Wort Gottes sagt von der letzten Teil. 2. Timotheus Kapitel 4 zum Schluss. 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 2. Predigt das Wort, hol an, zur rechten Zeit oder zur Unzeit. Even sei, drijf ermoen met alle Geduld en Lia. Willst du Wort eine Zeit sein, wann sei die heilsame Lia nicht verdrehen wollen, aber nur ihre eine Laster, wollen sie sich selbst Lehrer abluden und die Uhren jäcken. Und wollen die Uhren von der Wahrheit wegdrehen und sich nur die Fabeln handrehen. So, ich weiß, das soll Jahren passiert, aber das Wort Gottes sagt, das wird immer euer wollen, das wird euer wollen, wo das nicht mehr, was wird es, wo die Bibel nicht mehr, was zu sein hat, und immer weiter wollen sie sich wegdrehen von der Wahrheit und wollen sich in die Fabeln drehen. Gerade so ist in dem Alten Testament so schwer, immer weiter sei wie, wo Gott geschaffen hat in wo Gott hat geraten, wo Gott hat Ägypten geraten und sagt bloß, okay, ich will bloß ein einziger Gott sein. Die sollen mich anbeten. Wo schwer dort nicht Gott wir. Wo schwer das Glauben haben, dort wirklich, wenn wir denken dann an den goldenen Kopf, dort brückt Vertrauen. Hier 40 der Lüren und Moses als weich, wir können nicht sein. Das ist, was so wichtig ist. Gott will haben, wir sollen glauben, wenn wir nicht sein. Aber wir als Menschen, wir verlangen, so sei es schwer, okay, nun haben wir lange bloß einmal was von Gott gehört, nun wollen wir was etwas sein. Und so, die können Moses nicht sein, und so nun wird es schwer zu vertrauen, dass der Gott, der hat geraten in Ägypten, wirklich irgendwo nach wieder leiden. Aber wenn die haben bloß ein bisschen gedacht, all die Wunder, wo Gott hat rausgeleitet und wo viel Wunder Gott gewesen hat und wo treu Gott wir, dass die Wort über 430 Jahre treu auf versprochen haben, dass die wollen hier rückkommen. Und dann deed die dort. So die hat was versprochen, 400 Jahre Eier, und dann hat er erfüllt. Und die 40 Jahre, dann sagt okay, nicht das alle durch. Und so, wenn die haben wirklich gedacht, und wo treu Gott, was so wie ihr was wir, und entweder so wäre sie was wir, und sagen, nee, Gott wird uns hier nicht loten, der wird zurückkommen. Aber die werden so sehr heran nu, und wird sein. Und immer weiter, das wird uns planen das. Wir legen viel alle irgendwas zu sagen. Es ist bloß einmal weiter, diese alle Geschichten hier, was Jesus 2000 Jahre trägt. Aber das ist, was uns wirklich raten wird. Glauben an was Gott getan hat, glauben an was er wird tun, und wir weiten dort durch sein Wort. Dankeschön.